Oh, hoppala. So, ja, ich denke, wir dürften online sein, oder? Hallo zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Versuch von Cyberpunk 2077 mit mir, dem Jay. Also es ist jetzt vorher so gewesen, dass mein Internet ein bisschen abgehackt ist und dann hat das angefangen rumspinnen und so und dann ist da nicht mehr gegangen und ich habe mich aufgeregt und dies und das und dann habe ich ganz gemütlich zu Nacht gegessen, jetzt bin ich da am Smoken und jetzt läuft's wieder. Allerdings ohne Facecam, aber ist ja nicht so schlimm. So, also machen wir da mal weiter, ja. Sind nämlich da noch am gleichen Punkt wie vorher. Ja. Okay. Also eben, wir sind jetzt da unterwegs da, um das Auto zu klauen, ja, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jo, was denn? Oh oh. Ist das eine Knarre dort in seiner Hand? Was Oh ist nein, los? ich habe jetzt gerade wieder das Zeichen auf dem Fernseher Bist du gehabt, von bewaffnet? wegen schlechtes Internet. Jetzt aber nicht wieder abbrechen. Oh, Leute, bevor ich mich jetzt da wieder grausam aufrege, schmöke ich da mal ein bisschen den Blubber. Da, wunderbar. Sebastian Ibarra. Muss mein Glückstag heute sein. Was willst du? Die Sache klären. Ein für alle Mal. Hör, Hab du ein hast einen Angebot für lustigen dich, Kopf. Papi. Hör mir genau zu. Verpiss dich aus Vista. Ruf deine Jungs zurück von der Straße. Ich lass dir den Glenn. Hand drauf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Großzügig von mir, oder nicht? Und Papi? Wie Noch lautet ein deine- verdammtes Wort. Halt dich da raus. Ich kenn dich nicht. Ich dich auch nicht. Ja. Als dass du hier einen Scheiß bedeutest. Und noch weniger als das kannst. Na? Sonst noch was? Ich glaube, unser Gespräch ist damit beendet. Jawohl, Vorsicht, Padre. zisch ab. Du weißt nie, wer eine Knarre auf dich richtet. Digga, Du auch nicht, Abgang. Missgeburt. Marcus, fahr. Halt da! Ey, lass mich aussteigen! Ey, Arschloch! Ey, komm da hin! Ich fick dich! Ich fick dich! Oh, come on. Schön zu sehen, dass du deine Wurzeln nicht vergessen hast. Hast immer noch dieses Talent. Viele der kleinen Schisser hier bissen sich in die Hose, wenn ihnen jemand eine Knarre ins Gesicht hält. Pff. Wer war der Typ? Niemand. In einer Woche ist er weg. Und ein anderer nimmt seinen Platz ein. Er hat dich bedroht. Hat er. Und dafür wird er bezahlen. Ja, hoffentlich auch. Halt hier an. Feel the Gleich hier. chemistry. Ich spring einfach runter. Hier, bevor Okay. du gehst. Ja. Deine Nummer? Könnte nützlich sein. Vielleicht können wir wieder zusammenarbeiten. Wie früher. Danke, Padre. Ich muss los. Geh mit Gott. Der Garn einfach. Gibt's nicht. Es geht. Nimm den Aufzug zur Garage. Ich habe noch gar keine Waffen, Alter. Es geht. Du gefällst mir schon, Baby. Aber ich hab zu tun. Oh. Jo. Und schon fangen die Schwulitäten wieder an. Wären wir wieder gleich weit wie bei Assassin's Creed oder was? Leute, tun wir das nicht schon wieder an? Ey, nein. Okay, einer kommt da. Ja, okay. Ja. Da muss ich hin, denke ich. Ja. Hallo?
Hallo. Also. Ah. Wie? Lagebericht. Bin angekommen. Suche jetzt deinen Kumpel. Rick ist einer von uns, wirst schon sehen. Ich vertraue ihm wie einem Bruder. Okay. Gut, also durch die Türen, da kommt man nicht durch. Und ganz ehrlich, nur weil der Dude ihm vertraut, das heisst nicht, dass ich ihm kann vertrauen. Finde Rick optional. So, jetzt sagen wir Karte. Chieftainly, was ist denn das für eine Karte? Eine 3D-Karte oder was? Alter Dude. Not cool, not cool die Karte, not cool. Okay, also ich bin von da gekommen, oder? Ja, gefahren. Denn da hat man nirgends können reingehen. Okay. Ja, kann ich dir irgendwie helfen? Bist du der Rick? Kirk schickt mich. Die Kameras sind aus. Du hast 20 Minuten. Dankeschön. Mach dein Ding. Nice, bre. Dankeschön. Alter, geile Kerl. Kirk, ich sehe den Wagen. Dein großer Auftritt, Lee. Viel Glück. Wo sieht er den? Ah, dort dann. Oh, VIP. Oh, oh. Oh, oh, oh. Mal sehen, ob diese Zaubertech was taugt. Einfach der Glaube. Siehst du? Wir sind reich. Hey, das hat Schau dir den funktioniert. Wagen und sag mir, wenn du unterwegs bist. Ich sag dir, wohin. Ja, wirklich Okay. geht das so einfach. Ein lockeres Ding zu werden. Oh, ich habe noch einen kommentierten Kommentar, den schauen wir jetzt zuerst noch schnell an, da, bevor wieder alles abkackt. Macht mich traurig, diese... Ja, Mumu, was geht, was geht? Oh. Was zum... Oh. Fuck! Du kannst fahren. Und Oh. Was machst du? Ja, fuck, genau das. Irgend so etwas habe ich erwartet. Ich has erwartet, ich habe doch gedacht, der Mutter Schwanzlutscher kann ich nicht trauen. Aber ja, erstmal machen, was das Spiel will, oder? Weil auf die Fresse gehen kann ich ihm sicher Ein nicht. alter Bekannter vom Block. Ich sehe, du hast nichts dazugelernt. Oh, ich will den so ficken, Mann. Stinz. Lange nicht gesehen. Inspektor Stins. Urin, Uran. Hey, deine Visage kommt mir auch bekannt vor. Nein, 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 nein. Na los, wird was? ja. Warte. Deine mir aber nicht. Abgehauen nach Atlanta. Auf der Suche nach dem Glück. Die Suche war wohl erfolglos. Müsste Hab ich dich immer kennen, gesagt, all das Bitch. Haywood-Gesocks ist gleich. Ihr werdet hier geboren, ihr lebt hier und hier sterbt ihr auch. Hatte wohl recht damit. Immer verschluckt. Genug mit dem Geplauder. Was passiert jetzt? Ich nehme euch fest und buchte euch ein. Gratis nur.
Ne, Komm schon, Steve. funny boy. Wenn du uns festnimmst, keulen wir uns die Hände wund bis zum Gerichtstermin. Und dann... Wir kriegen maximal ein paar Monate. Scheiße. Gibt dir nur noch Stehplätze im Mehlbotte. Ja. Kommen sicher schneller raus. Das ist ein bisschen überfüllt. Das sind die Diebe für gewöhnlicher Straßendreck. Ich habe Sie in Gewahrsam, Mr. Fujioka. Wir führen Sie sofort ab. Verschwendung von Mitteln. Ich habe keine Zeit für Zeugenaussagen und Ermittlungstheater. Wo Fujiyama? Sir? Schmeiß sie ins Meer. Was? Gebrochene Beine und Ey! Blutdichte, damit sie- Ey, yo, Fuji Huchi! Ey, Diggi! Ey! Nein, nicht ins Meer! Ey, Leute! Gehört. Nein, Bre, wir können darüber reden! Brau! Oh. Nicht so toll. Die Jungs haben irgendwie nicht so viel Humor, hä? Nee. Doof. Naja. Was gibt's, oder? Fuck. Was ist los? Probleme mit dem Internet? Ja, voll, Bro, voll. Einen Moment lang sah das echt übel aus. Hä? Ich dachte nicht, dass wir da lebend rauskommen. Mann, ich auch nicht. Stins hat's auf Leute wie uns abgesehen. Aber ein bisschen Ehre hat er noch. Und sein Sinn für Ehre soll uns gerettet haben. Ja, naja. Und dass er aus Haywood ist. Wie wir. Wäre ich nicht aufgekreuzt, würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? Ach komm. Der Plan war von Anfang an scheiße. Ja, Selbst Schwarzmarktmagie aus Kabuki kann so einen Alarm nicht ausschalten. Hätte wissen sollen, dass ich die Bullen am Arsch hab. Gott hat's wohl nicht anders gewollt. aber wer bist denn du? Jackie Wells. Ah, Wie? toll. Ich kenne dich doch. Das weiß ich mehr. Aus dem Coyote. Ja, aha, Hab den falscher Auftrag für diesen Sorry. Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestsäcke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Wollte ihm helfen. Dein bester Kollege, meine beste Kollege diese. Jackie. Jackie Sparrow, Bro. Gehört, der hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee. Ich kenne diese Kartelltypen und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kirk gehört. Cabron, du musst lernen, was Anstand und Ehre in Haywood bedeuten. Komm, lass uns was essen gehen. Also sind wir jetzt auf einmal Kollegen, ha? Einfach so? Du hast mir gerade erst eine Knarre ins Gesicht gehalten. Wer meinen Homies hilft, ist korrekt. Nichts passiert. Alles gut? Ja, Alles gut. Ja. Ich habe easy. ein echt gutes Gefühl. Was meinst du? Uns beide. Zwischen uns stimmt die Chemie, weißt du? Ja. Und jetzt komm. Ich bin am Verhungern. Okay. Ah. Gabron. Dann hier los. Ich sterbe. Ah. Also, dann gehen wir da mal go fressen, oder? Optimismus in Person, ja. Oder? Ja. Und Momo, wie tönt mein neues Headset da? Tönt's gut, alles in Ordnung so. Hört nämlich gut. Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume.
Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim It's me. ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. So, Moment. Muss da wieder Dings anschauen. Und keine Angst, der ist nicht vom anderen Ufer. Ja, okay, sehr gut, da bin ich froh. Dankeschön, hast mich beruhigt. Okay, gut, legen wir da mal richtig los, oder? Wenn der da nicht vom anderen Ufer ist, kann ich mich auch sicher fühlen. Muss ich keine Angst um meinen Arsch haben. Ups. Entschuldigung. Habe ich kaputt gemacht? Hallo? Ah. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Hä? Himmelsbestimmt von den Pendejos. Ah, 6 Minuten später. Ich muss noch nicht wissen, um was es geht. Da fällt mir ein. Ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter. Falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Ja, doch, schauen wir mal, wie das da so abläuft. Da, dann Klar, schauen wir uns kann das nicht mal schaden. an. Beam me up, Scotty. Ah. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Ja, kann passieren. So. Muss ich da Ton ausmachen und dann laufen lassen. So. Gut. Okay. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Aha. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Okay. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Okay. So, ja, Sir. Haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Krummtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los! Ich hoffe, du bist bereit. Ja, bin ich. Los, mach mal. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Ah, okay. Woo, Knogger. Cool. Was? Ah. Okay. Ich wusste, damit Oh, cool, würdest das du keine geht da. Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Ja. Hey. Oh, Ficke. Nicht. Steuerung. So, Empfindlichkeit. Machen wir da ein bisschen aber so. Gut, das lassen wir so. Okay. Gut. Übel. Aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Ah, was? Steh nicht rum. Geh in Deckung. Well. Ah. Du Headshot. wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich.
Mit dem, was, wie, wo, was? Hä? Ah, Reanimator. Ah, das ist Naschma-Spray. Das habe ich im Real Life auch. Cool. Ich fühle mich dieser Figur immer verbundener. So. Sieh an, diesmal hat er seine Tools dabei. Du weißt, was zu tun ist, Beast. Wow, 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 wow. Seht ihr Waffe? Ist das so realistisch gemacht? Ah ja, tatsächlich. Oh, ich verzieht aber übel. Also ich meine, irgendwie geil. Irgendwie kotzt mir das gerade Licht da. Super Arbeit, B. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Easy. Han wollen auch gerade... Was? Han wollen auch gerade wollen sagen, dass Empfindlichkeit abnimmst. Ich schwöre, Bro. Ich muss sie aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr abtun. Ah. Okay, warte. Und... Nimm Pistol. Ja. Jetzt machen wir erstmal da nochmal kurz runter, so 2. Da, 1, 2. Und da, 2. Gut. Ja, das passt, glaube ich schon. Ja, das kommt jetzt so langsam über, aber glaube mir, das ist für mich notwendig. Brauchst du eine Einladung? Halt die Fresse, Bitch. Doch. Schnauze halten. Ja, bis ich mich da ein bisschen daran gewöhnt habe, müssen wir da so ein bisschen langsamer machen. Oh, aber was war denn das da oben gewesen? Crank. Das ist ein höherer Raum. Ah. Scanne Details. Mit Gold hervorgehoben. Also das da. Und das da. Und der da. Und whatever das da. Und was ist das? Da dam 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 da da 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 dam. Ah was, ich kann so auch rumlaufen, fett cool. Yeah. Mache ich Foto durch Facebook. Das kann ich machen, wie ich will. In diesen Trainings Wow. lernen Sie heute. Zeig dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. The fuck? Was passiert da mit mir? Hä? Okay, wart. Mit Hilfe vom Bildschirm. Der da. So. Und dann? Hä? Was will am Anfang hast halt noch nicht so gute Waffen mit weniger Rückstoß und so weiter. Also, ja, das habe ich mir noch gedacht, da kommt sicher noch besser so. Okay, ach so, das ist schon, aha, ich muss da gar nicht so voll Ultra Hacker-Style machen. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Nochmal. Okay. Zahnrad. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus.
Okay, er gehört dir. Schalt ihn Okay. auf. Au. Komm schon, du kannst Oh. das. Ja, aber... Oh. Gemein. Hm? Hack dich in den Bildschirm, um die Wache Oh, nee, ne. Hä? Ja, aber... Hä? Jetzt mach doch das mal. Ah, so. Okay. Wieso geht jetzt das so lang? Ist das normal, dass das so ewig geht? Ist jetzt vorher ja schnell gegangen, Mann. Ah, dort steht Dauer 30 Sekunden. Also. Okay. Oh. Pete, jo, was geht? Warte. So. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn. Ja, aber... Komm schon, du kannst das. So, also wie läuft das Spiel technisch? Nicht so toll bis jetzt. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Dude, Alter. Das ist so nervig, Mann. Das macht doch. Hä, jetzt... Jetzt wenn wir das nochmal machen, nur dass ich dann wieder verkacke, oder was? Ach so. Ah, aha. Zahnrad. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Oh, okay, er gehört dir. Schalt ihn aus. Ah. Cool. Tot. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Oh yay! Meins. Ja, cool. Grinche, ja, Kumpel. Oh, geil, das ist wie bei Hitman. Nice. Cool. Ja, ab in den Müll mit dir, Opfer. Okay. Nice. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Ups. So. Komm schon, du kannst das. Hä? Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Feuchtstück. Ah, okay. Also eine flüssige Bewegung. Ja. So. Ah! Aha! Ah! Wie geil! Ah, Alter, Bist wie du geil! bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß! Okay.
Fortgeschrittene Quick Hacks ermöglichen es dir, die Umgebung oder sogar Gegner zu deinem Vorteil zu nutzen. Dön? Okay. Was? Musst du dessen Codesequenz nachbilden, indem du Zeichen aus der Code-Matrix wählst. Die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. Also die da, oder wie? Und das. Und das. Und das. Jetzt. Ah! Zünde die Granate. Ha, das ist gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Was? Bye, motherfucker, have a great time. Ah, that's beautiful. I like it. Das ist mies, aber cool. Siehst du, einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen. Wie ein guter Militech-Wachhund. Ja, voll. Das kann ich. Dann ist es wenigstens nicht meine Schuld. Ich mag Befehle. Ich wirklich das. Ich habe das gern. Dann kann ich Sachen machen und sagen, ich bin Befehl gewesen. So. Um die Simulation zu verlassen oder was? Interagiere mit der Tür. Also, ups, das habe ich jetzt gerade voll übersehen. Ah, da. Okay. Was kann man noch? Hitman und Assassin. Ja, mit Hilfe. Ja, ein bisschen Hilfe. Aber beendet. So. Gut. Das ist ja gut. Hey, ja. Und? Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen Ja, wir zum ist Geschäft. geiler Flash gewesen, Mann. Ja, ist ja keine Ahnung, was ich so alles halluziniert habe. Geiler Hundi, schau mal. Fett. Nice, nice. Boah, stress mich nicht. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Ich habe noch die Hälfte vom Tutorial gemacht. Na und, kann es gehen, oder? Langt doch. Und Leute, jetzt ist nochmal schnell Boom-Time. So nämlich. Tim tim tiri, tim tim ti, tim tim ti. Bongeri bong, bongeri bong, bong bong, bong bong, bongeri bong, bongeri bong, bong bong, bong bong, bongeri bong, bongeri bong. Boah, ey, jetzt muss das auch noch voll verklappt sein, da das scheiß Netzli, Alter. Ich habe jetzt keinen Bock zum ein neues suchen und auch keine Zeit. Muss ich das nochmal schnell da so ein bisschen sauber machen? Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, sorry, dass ich da nicht einfach weiterlaufen lasse. Ich will auch wissen, um was es geht. So. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Voll. Das sind die Gummibären. Das sind die Gummibären. Ja, gut, okay, machen wir weiter. Dauert das lange? Zieh es durch.
Zum Aufzug. Hier lang. Der Nagel. Okay. Eine Trophäe überhalten, diese irgendwie bekommt halt. Hier noch. Oh, nehmen. Neues Item erhalten. Habe Jacke bekommen oder wie? Ja, chillen mal. Hä, wieso kann ich jetzt da die Sicht nicht benutzen? Hä? 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 Ja, hallo. Also. Hi. Ah, T-Bug. Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Bug, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Bug, versuch wenigstens mal nett zu sein. Ich schwör, bist nett zu mir. Willst, ruf die Seelsorge an. Laber nicht, Fotze. Kakur. Fett, der hat 2 Knarren. Apartment 1237. Ziel müsste drin sein. Aber ich sehe Ihren Biomon nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Geh weg. Oh, guck mal, da liegt was. Dunkle Schokolade meins. Versuch die Tür zu hacken. Nee. Kannst du das Schloss umgehen, Weg? Nee. Was Hacker? Ach so. Ah. Guten Tag. Hier kommt die Partygemeinschaft. Da liegt was. Nehmen. Pizza, lecker. Scheiße. Sind wir zu spät? Ist sie das wie? Die Zielperson. Was denn? Chill mal, ich bin da noch am Sachen anschauen. Okay, warte mal. Hat's da hinten noch irgendwas? Ja, guck mal. Da hat's noch ganz viele Sachen. So. Ja, chill. Was hat's da so? Erst mal ein bisschen ins Internet. Samurai! Gangster! Okay, bla 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 bla. Was liegt da noch? Money! Sieh nach, ob sie es ist. Gott, hänge mal, du hure Fisch, Digga. Digga, hetz mich nicht. So, okay, ja. Sandra Dorset ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Setatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Ei. Oh, Bre. Scheiße. Digga, darf ich jetzt wenigstens mal die hure Leiche da bewundern? Das, wow. Alter, da ist ein fucking Künstler am Werk gewesen, Bre. Sieh dir das an, Mann. Die ist ja richtig misshandelt worden, Mann. Alter, Folterer hoch 1000, Bre. Shit. Shit, Digga. Ja, da hat jemand Spass am Foltern gehabt, hä? Damn. Alter.
fehlen dir einfach die Augen, Gesichtshaut und die ganze rechte Seite vom Schädel hat keine Haut mehr dran. Digi, jetzt chillen mal, dein verfickte Hurenleben, Mann! Alter. Ja. Achtung, Pendejos vor uns. Leise. Ja, cállate, pendejo. Oh, das ist scheiße gut. Ja? Tja, sorry. Wow! Dude! Noch mehr Scavs. Der Laden muss sauber sein. Ihr wollt doch die Zielperson nicht unter Beschuss da rausbringen. Keine mal gucken. Oh, nein, schon nicht. Aber ja. Du kriegst das hin! Kommt schon, Cabrone! Ich bin für euch da! Sie einen kleinen Schießer? Ist das etwa gut? Alter, wo sind denn die? Ah! Bäm, Alter! Volle Klöte! Biatsch! Hey, Alter, Cabron, lauf mir doch nicht vor... Oh, Digga, lauft er mir da einfach direkt vor der Lauf, Alter. Was ist los mit dir? Hör doch auf. Und hör auf die ganze Zeit fluchen, Mann. So, ich fang da mal an einsammeln. Der Raum, in dem er ist, hat einen Balkon. Fenster links von euch. Gebt mir 2 Sekunden für Schloss. Okay, Vic, gib mir von der Seite Deckung. Ich mach den Rest. Okay, habt die Tür gehackt. Passt auf euch auf. Brudi, calm down, nicht so hetzen, nicht so hetzen. Jetzt sammeln wir da erstmal alles ein. Schau dir das an. Haben wir da noch. Hallo? Verstecken! Ja, was? Warum? Alles gut, dann machen wir schon nichts, das ist ein Liebe. Ich habe noch nie ein Problem mit dem Typ gehabt. Alles gut. Ist voll mein Homie und so. Ja, könnt, sollt's, alles gut. Bueno, ¿qué chingados estás esperando? Brudi, jetzt ist ja gut, Alter. Hör auf, such den da unten. Hey! Hat er mir ins Köpfchen geschossen? Damn, Bre, damn! Du hast Schrotze. Ja, voll, nimm Schrotflinte. Ja, voll, du hast voll recht, Alter. Ich bin ein Honk. Egal. Da, Checkpoint laden. Komm, machen wir nochmal. Laden wir nicht mit Schrotflinte, hä? Konzentrieren wir uns ein bisschen. Ja, sorry, ich will jetzt zuerst mal all meine Möglichkeiten durchgehen. Diese Gott, diese. Ja. Okili. Mal schauen, wo wir jetzt gespawnt werden. Ah. Vorsichtig. Yes, sir. Arschloch. Bam. Bye. So. Hätte ich nicht besser hingekriegt. Ja, ich weiß. Ich bin halt schon King. So. Bleiben wir. Der Feind schläft nicht. Halt die für Behauptung. Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei euch. Guten Parasiten.
kommen. Ja, aber ey, ist ja gut. Cabrones. Wir Heuschrecken. Warten wir und planen die Sache. Hey, mach ihn kalt, aber leise. Übernimm den da, bei dir. Holen wir sie uns. Suerte. Okay. Voll easy. Ja, okay, so. Geht's auch. Sicher noch mehr. Los, beeil dich. Bin genau hinter dir wie. So. Leise, sonst entdecken die uns. Ja, aber warte, ich will da noch mein Zeug holen. Wechselt die Waffe, ja voll, danke schön. Aber siehst, ich habe sie gar noch nicht gehabt. Jetzt habe ich sie erst. So, und wie mache ich denn das? Inventar, ha? So. Hauen wir da die rein. Und dann gehen wir eins zurück. Da tun wir noch. Okay. Ja, gut, von dem brauchen wir jetzt nicht. Ah, cool, schau dir das an, Alter. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Daisy und so, Mann. So. Gut, let's have some fun. Ja toll, und ich schiesse genau auf den Uhren Pfeiler, Alter. In die Klöten. Wie kannst du noch leben, du Penner? Da sind noch mehr Scans. Der Laden muss sauber sein. Ihr wollt doch die Zielperson nicht unter Beschuss darauf. Keine mal Kugeln im Rücken. Du hast ja so recht. Gehen hier die Optionen aus. So. Keine Bewegung. Blöd gelaufen, ha? Ihr habt ihn Scheiße. Zum Teufel ist unser Ziel. Sie muss hier irgendwo sein. Schaut euch das an, Mann. Digi. Okay, komm jetzt aber alles einsammeln da. Ganz in Ruhe und mit Gemütlichkeit. So, also gibst mir mal das da. Da hat's doch was. Da hat's was. Da hat's was. Da liegen Sachen rum. Du hast was. So. Da hinten hat's auch noch Sachen. So. Ah, schau, da hätte ich mich auch voll durchsneaken können. Voll durchsneaken. So. Jetzt nimm das doch. So. Da hat's nichts mehr. Easy. Gut, gehen wir. Oh, mit dem Ding kann ich nicht rennen, he? Oh, da komme ich auch nicht durch. Hm. Alter, kann ich da irgendwie... Nö, das wäre nochmal gut für Ablenkungsmanöver.
Alles klar, da kann man auch noch looten. Da ist niemand, gut. Oh wow, da geht's weit runter. Nein, 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 nein. Ich spring jetzt nicht runter. Nein, 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 nein. Und wo? Nein, 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 nein. So, nein, machen wir wirklich nicht. Aber, nee. Ups. So. Tam 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 tam. Oh nein. Oh, ich kann den nicht cool umrühren. Aber... Warte mal. Ja, was? Jede illegale Aktivität wie Diebstähle oder das Angreifen von Zivilisten führt dazu, dass das NCPD ein Kopfgeld auf dich aussetzt. Die Polizei wird eine Patrouille zum Tatort entsenden, wobei ihre Reaktion proportional zum Kopfgeld ausfällt. Entferne dich vom Tatort und verhalte dich für eine Weile unauffällig, um die Polizei abzuschütteln. Entschuldigung. Alles okay dort dann? Ja, ich glaube, er fickt dort gemütlich den Tisch weiter. So, okidok. Das habe ich verkackt! Hätte ich nicht gedacht, dass die tatsächlich da hinkommen. Oh, Ficker! Wo kommen die her? Wo kommen die her? Digga! Cool! Neue Waffen! Wächst das? Kommt nur eine gewisse Anzahl an Bullen? Jetzt nimm das doch auf. Wieso nimmt ihr das nicht? Hallo? Ja gut, okay. Haben wir das auch herausgefunden. Also, wenn du genug Baba bist, dann überlebst du die Bullen. So, also. Gut, warte mal. Fast alle Gegner droppen Waffen, wechseln die Waffen, Pistol kannst du auch wechseln, das ist nicht GTA. Ja, okay. Geh weiter, vielleicht weil es der erste mit Mission ist. Also, okay, ja gut, maybe. So, dann, da noch, Sachen zum Auflassen, so. Jetzt müssen wir nochmal schauen, ob da noch irgendwo, irgendwas rumliegt. Ah, aber sieht nicht so aus, oder? Da auch nicht, doch, da. Oh. Oh, schön! Baba King J am Stissel. Jo, wir können weiter. Ich habe mich austobt. Danke fürs Warten, ist lieb von dir, Bro. Oh, fuck. So eine verfickte Scheiße. Oh. Oh. Scheiße, glaub mir. Oh, tja. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. She dead. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Ich soll was mit ihrem was machen? Nicht gut aus. Verlinken, das klingt schmutzig. Schließe an. Okay.
Sandra Dorsett, NC 570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomob. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Okay. Ach, Tibak. Du kannst das nicht sehen. Niepel! Das sind nur Wannen, Eisen, Haken und Beile. Also Skoplutscher-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropod. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomon stören. Wo ist? Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomon. Hat sich was geändert? Hallo Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premium-Plan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Okay. Oh, fuck! Herzstillstand! Oh. Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Air-Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es! Lebe, 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 lebe. Ich glaub... Lebe, nackte Frau, los, lebe. Wey, sie lebt. Hui, Nippel. Nippel. Keine 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 Nippel. Hui, Nippel. Keine Nippel. Nippel. Keine Nippel. Nippel. Ja, flieg. Landung, Abstand halten. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Befolgen Sie die Instruktionen. Ja, natürlich. Los, helft der armen, nackten, dritten Frau. Ja, Sir. Verstanden, Sir. So. 5 Schritte zurück. Jetzt. Hey. Schilder leben. Hä? Hast du gerade einen Bolzen in sie reingehauen? 133 an Zentrale. Patientin NC 570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. Ganz ruhig. 70 Milligramm Dopamin. 110 Norepinephrine. 800 Fibrin. Easy. Okay, das ist interessant. Das haben sie super geil gemacht, Alter. Ich habe mich jetzt super vergeut an dem Spiel. Ist easy nice. Guck dir das an, der Shit. Cool. Ja, also, Jackie Boy. Was geht mir, Brady? Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich kling mich aus. Du weißt, dass Türen nicht mehr notwendig sind. Hör zu, Mano. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich habe ein Date mit Misty. Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Wow! 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 Bist du Harry Potter? Wow! Wow, du kannst einfach durch Wände laufen. Wow, das will ich auch. Warte. Ich laufe durch Wände. Oh, ich glaube, ich bin zu fett. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Okay. Wakako! Aha, nein, anrufen. Aha, ja, okay. Blöd gelaufen. Wakako! Wakako! Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Ja. Wakako! Natürlich ist sie das. So was doch vereinbart, oder? Ja.
Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Völlig dicht. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Wirklich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Manu. Ich fahr. Welchen Hintergrund hast du ausgewählt? Was für einen Hintergrund? Ich habe keinen Hintergrund ausgewählt. So. Setz dich auf den Beifahrersitz, wie cool. Ich muss nicht mal selber fahren. Nice. Wakako! Es geht. Neue Mission. Oh, geiler Sound. Ja. Yeah. Aha. Night City ist einfach geil. Stadt wie jede andere, nur größer. Nein, Manu. Nicht wie jede andere. Morgan Blackhand, Andrew Whalen. Ach so. Ah, ich weiß, was du meinst mit Hintergrund. Ah ja, woher ich komme und so. Ja, ich habe da Gangs ausgewählt. Also da die Street Gangs da. Keine Ahnung, so ist halt die Wahl gewesen zwischen den Badlands und den Street Gangs, aber doch, Grinche ist eher so Street Gang Typ. Hier kommen Legenden. Bin ich am Verhungern. Cool. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, König. wir haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt, ja. Hast du erwartet, dass ich Bonzen nehme? Nein, Bro, nein, du. Kein bisschen. So, jetzt muss ich da aber erstmal. Mein Handy einstecken. So, Entschuldigung. So. Nein, ich wähle da nicht Bonzen, das ist nicht so mies da. So von wegen. Keine Ahnung, so. Ja. I don't know. Es hat mir am wenigsten angemacht. Das ist so uncool. Aber ich mache eh noch alles, also von dem her. Das ist jetzt einfach. So, das ist mir das erste Mal die Story da gesehen. So, also, Waffe ziehen, Waffe wegstecken und wieder setzen. Und wieder setzen. Zweimal schnell drücken. Okay, als Beifahrer kannst du dich aus dem Fenster lehnen und dein gesamtes Arsenal ausgerüsteter Fernkampfwaffen einsetzen. Geiler Scheiß. Er hat euch nur den Sohn genannt. Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Oh. Böse. In der Fresse. Ah, cool. Dein Baby ist arg zerkratzt. Haben wir überstanden? Jö. Mir leid, wie. Schon okay, das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Geiler Sound. Ja. Aha.
Aha. Oh. Verdammt. Verrammeln nicht alles. Damn it. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Ja. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Ziel nächstes Mal auf der Reife. Ja, ja, ist schon gut. Lasst sie durch! Geht doch Aber auf Sie sind die Köpfbrei. Letzten. Okay, dann mal los. Danke. Oh je, Schönen Abend wünsche ich. du bist ja wirklich voll lieb. Dankeschön, ciao. Ja, wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch dem City dusen. Sowas, du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Immer? Ich bin immer nie nicht nett. Was immer, nie, nicht nett. Okay. Cool, cool, cool. Ey, ist das so eine Taxikonsole? Was, der optimistisch kommt überall durch. Ah ja, voll. Ja, ja, immer doch, oder? Oh. Oh, oh, oh. Sieht echt wie eine normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern Maxman. NCPD-eigene Sondereinheit. Oh, Die damn. kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Ja, ich sehe es. Ja, das war's dann. Die haben einen kurzen Prozess gemacht. Voll. Hart. Okay. Ja, also, Entschuldigung, ich muss jetzt da mal die Musik leislicher machen. Es dröhnt mir so hart in die Ohren, Mann. So. Ja, es wird lange. Oh fuck, nein, 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 nicht ganz aus. Jetzt, ich habe genau noch gesehen, wie es es ganz ausgemacht hat. Siehst du? Alter. Ja, das ist schon besser. Obwohl, immer noch ein bisschen laut, ja? Immer noch ein bisschen zu laut. Es stört mich, wenn ich mich selber nicht richtig höre. Ja, machen wir noch so. Und ja, okay, jetzt ist besser. Jetzt höre ich mich. Wir sind gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Shelby, die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Klar, ich spiele wieder den netten Jackie. Coole Weibige hat's da, Mann. Wow, das war knapp gewesen. Süße Okay. Träume wie. Ja, bis dann. Grüß Misty von mir. Werde ich. Heide. Also das Spiel bekommt einen Multiplayer, aber erst ab 2022. Okay. Ja, ja, ist doch gleich geil. Nice. So ist das da mal home. Geil.
Sag doch nice Werbung, Mann. Appartement, okay. Ah. Buck? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Okay. Möge er gepriesen sein, unser Vater. Aha. Und unser zweiter Gast ist Karina Lee, Moderatorin der Show Chip In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schön? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne über das exklusivste und meistbegehrte Implantat sprechen, das momentan auf dem Markt ist. Und zwar Arasakas Relic. Aber vielleicht sollten wir erst sicherstellen, dass unsere Zuschauer wirklich im Bilde sind. Karina, sag uns bitte, was genau heißt Relic eigentlich in einem Wort? Ich würde sagen, Unsterblichkeit trifft es gut. What the fuck? Unsterblichkeit, Wahnsinn, wirklich? Das ist richtig. Der Relic macht es möglich, das Bewusstsein einer sterbenden Person auf einen Chip zu übertragen, damit ihre heimatlose Seele zügig ein neues Zuhause findet. Diese Person wird nie von ihrer Seite weichen und ihr Bewusstsein für immer als Gefährte begleiten, ganz egal, wohin sie auch geht. Mein armes Kind, denken Sie bitte darüber nach, was Sie sagen. Dieser Relic, das ist eine Abscheulichkeit, die sich allein von menschlichem Elend ernährt. Er ist ein unnatürliches Bildnis, ein goldenes Kalb, erschaffen durch falsche Propheten. Arasaka spricht von dem Erhalt menschlicher Seelen, aber sie versprechen euch nicht mehr als einen herz- und geistlosen Algorithmus, der mit der Stimme der Verstorbenen spricht. Schlimmer noch, diese Technologie ist doch nur ein Werkzeug der Verlockung und Korruption. Nur die reiche und mächtige Elite hat darauf Zugriff. Das tönt jetzt so abgespackt, aber so etwas gibt es im Real Life auch. Das sind sie jetzt auch, ja, Mann. Das blöde Tor ist kaputt, zum dritten Mal. Ist kaputt, diese Scheiße. Schon dritte Mal diese Huren, diese. Hallo? Ah. Hallo? Oh, hey. Was geht? Was geht, Momo? Hast du gesehen, Momo? Da ist auch ein Momo. Ich glaube, es ist zu dunkel, seht ihr nicht, ja? So, ist das Mini Home? So. Okay. Diese meine Apartment. Geht das auch irgendwie heller? Nö. Ah. Ah. Oh. Kann ich die jetzt umbauen oder so? Oh, schön. Messe. Guckst du Messe? Aufgesammelt Messe. Wo ist denn das? Granate, okay. Aha. Mhm. Okay, dann von denen da haben wir ja ein paar. Dann tun wir mal eins da hin so. Oder das auch. Gut, dann von denen da habe ich auch zwei. Und ja, gut, das wär's mal. So. Okay, cool. Kannst auch die verschrotten. Ah, okay. Das geht auch voll easy. Muss ich nachher nochmal schnell hinschauen. Dann kann ich eine schroten. Nahkampfwaffe. Messe. So, gut. Eine Messe, ich habe auch.
Die ist ja gut. Ach du Scheiße. Ich sehe ja so verkackt aus mit so einem Ding. So. Okay. Was haben wir da? Aha. Oh yeah. Gangster, ja. Krasse Siech, Alter. Krasse Siech. So, das sind wieder die. Und... Wo ist denn das? Ah, okay. Okay. Interessant. Okay, warte, jetzt nochmal da. Lager öffnen. Und, zerschrotten. Wie geht denn das? I don't know. Habe geknöpfelt, aber nichts passiert. So, okay. So, dann haben wir da noch... erstmal in den Spiegel gucken, ne? Yeah, Gangster. Chillig, chillig. Nehmen, dankeschön. Dusche anmachen. Ich habe ein bisschen viel Kleidung, diese. Ist mir egal, Kleidung muss gewaschen werden. Du brauchst für später die Komponente. Ja, aber Bro, es zeigt mir nichts an von wegen Verschrotten. Ja, hinlegen. Ja, gut, okay. Nächster Akt, oder wie? So. Ah, Jackie. Nein, ich habe gesagt, nicht O. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Biomon. Irgendein Eurovirus, oder? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay, ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Ja, okay. Ich warte unten auf dich. Alles klar, ich kann schon was sagen. Komm her. Schließen dem Scheiße. Aha. Hey, wie? Ah, fuck. Jones. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie? Jo, okidok. Geh weg. Wo muss ich überhaupt hin? Dort drüber. Okay. Alter, das erinnert mich da irgendwie gerade voll an Judge Dredd, man. Wenn das nicht ganz so hoch raufgeht, oder? Ja, zwar doch, vielleicht, maybe. Das geht, ha? Nicht viel bei dir? Ah, nein, nicht ganz so hoch rauf. Aber einfach da von ganz oben runterfallen wäre nicht so geil.
Ja, weg da. Weg da. Ja. Doch sogar noch höher. Glaubst. Hat jetzt aber nicht so hoch ausgesehen. Genießt das verdammte Leben. Jeder Tag. Ja, bla 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 bla. Cool. Aber ich muss raus. Kannst mich auch lupfen. Wow. Sorry, ich bin da voll auf die Eier gestanden. Wo schaut der an, Mann? Hure Fatze, du, Alter. Hure Beist, Mann. Was? Was für Problem ist auftreten da bei meinem... So, gut, jetzt ist Chat wieder normal. Gut. So. Was? Ich meine, beim Film... Ah, ja, ja, voll. Eben, beim Film ist höher. Wie gefällt dir mein neuer Bot? Halt den Fress. Hey, was geht? Deine süße 54er wartet auf ihren Daddy. Schnurrt jetzt wie ein Kätzchen. Cool. Lass mal sehen. Lass sehen diese. Was hast du? Also ich kann mir safe noch nichts kaufen. Eben, ich kann da... Inventar... Habe ich 600 irgendwas, das bringt wahrscheinlich noch gar nichts. Ja. Okay. Oh, das da sieht lustig aus. Baseballschläger, Mann. Fett. Geiler Scheiß, Alter. So, okay. Jetzt muss ich doch aber... Hä? Was? Aber, hä? Lass mal sehen. Hol die Waffe ab. Ah, die da? Ah, ups. Ich bin doch so blöd. Dankeschön. So. Aha. Ah, okay. Okay. Vielen Dank. Cool. Kann ich also upgraden, der Shit. Nice. Jo, mach auftun, nicht umlegen. Auftun. Einreisende Nebenstraßen zu meiden. Ja, okay. Wir halten Sie Whatever. von der Lage auf dem Laufenden. Was für ist Fukushima Yakushi Fest? Hallo? Oh, wo gar nicht hin? Wow, wow, leggy leg! No! Ah, gut. Oh, what? Wow, was habe ich denn gerade gesehen, Alter? Das ist riesig. Du musst herausfinden, wie du es erlegen kannst. Ah. Aha. Aha. Aha, okay. Also bei uns sind doch fixer eigentlich die sich Heroin in die Venen spritzen, habe ich gemeint. Also es sind eigentlich weniger die dir da Informationen durchgeben, es sind eigentlich eher die so auf dem Boden rumliegen und so. Oder? Also.
Täusche ich mich da? Ich bin nicht mehr offen für neue Informationen, aber gut. Aber da kann ich auf jeden Fall Sachen verkaufen. Ja? Ich habe genug von Problemfällen wie dir. Verschwinde! Ja, ist ja gut. Ja, dies gefällt mir auch nicht, Arschloch. Ja, Jackie, es geht. Hast ja ewig gebraucht. Hab Ah, erwartet sorry. richtig Hunger gekriegt. Lass mich nur kurz aufwischen. Dann besuchen wir Senor Vector. Aha, ja nein, wenn ich dort einen Gegenstand anklicke, ich habe nur eine Möglichkeit, um die anzuklicken. Und dann nehme ich sie einfach zu mir ins Inventar. Oder ich kann sie von meinem Inventar ins andere überlegen. Was war das denn? Ja. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job. Okay. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes. Aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich Also. sein Name? Ah ja. Ja, ich schau Dexter nachher. Deshawn. Der Top-Fixer in der ganzen Scheißstadt. Schon, der weiß, wie es läuft. Vom After. 300 Pfund. Vergoldete Kohlen. Ich habe schon gecheckt, wie du meinst, Bro. Aber ich will jetzt nicht nachschauen, weil sonst überspringe ich das wieder und es kackt mich an, Sachen überspringen. Dachte, Dex wäre vor Jahren aus dem Ring geflogen. Hat sich mit dem Falschen in Pacifica angelegt. Dann gab's Ärger. Gangkrieg vor 2 Jahren. Dex war irgendwie darin verwickelt. Gab eine Menge Leichen, als die Ballerei endlich vorbei war. Aber Dex hatte Glück, konnte untertauchen, bis alles ruhiger wurde. Hat eine Weile gebraucht, aber ist mit einem Paukenschlag zurückgekommen. Das ist unser Moment, Jackie! Unser Durchbruch! Das ist der Moment. Bruch? Unser Durchbruch. Dex braucht Freunde. Das können wir nutzen. Amen. Eine Win-Win-Situation. Ja. Wie hast du das angestellt? Deine Niere angeboten oder so? Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Dex Typ. Wir beide nicht. Aber T-Bug, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als sie mich sah, dass wir den Job haben. Ich meine, guck's dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen, oder? Sicher, Jack. Wenn du Wie meinst. mir. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter 4 Augen. Keinen Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir, Daisy. Gut, sag ihm Bescheid. Ich höre mir an, was Dex zu sagen hat. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Padre und Bakagor. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Bakagor! Nein, eigentlich nicht. Ist doch immer dasselbe. Du bist irgendwo neu und der örtliche Fixer bringt dich mit dem Schwanz und verspricht dir tonnenweise Jobs und Eddies.
Und trotzdem bist du nur ein Name in seinem schwarzen Buch. Ein Werkzeug, um ihm ein hübsches Stück von dem Kuchen zu verschaffen, den ihm der Kunde hinstellt. Klar, man säuft zusammen, aber am Ende geht's nur ums Geschäft. Na, schon so. Mann, bin ich vollgefressen. Dein Auto dabei. War gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scavs zu glätten. Geil sicher. Danke. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahren wir jetzt oder was? Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Okay. Ah, das da ist mein Auto, oder wie? Setz dich auf den Fahrersitz. Ja, Mann, das ist meines. Bester Halt. Ripper Doc? Cool. Hey, amigo, mach langsam, okay? Ich hab gerade erst gegessen. Wollte sowieso bei Vic vorbeischauen. Hab ein Date mit Misty. Ah. Was du nicht sagst. Und oh, sie ist so süß. Versteht mich, weißt du? Ja, wie geht ja? Okay. Ja, wie geht ja? Nur viel smoothere Bremsung, Mann. Okay. Krass. Smooth. Härter. Okay, ja, das ist doch genial gepackt. Geh weg. Stopp. Jo. Das habe ich wieder gesehen. Ach, du hast nicht viel zu bieten. Okay. Dann sehen wir, was Dex für uns hat. Ach, du bist Zwillingsschwester von der anderen, ha? Okay. Hallo. Was los, Kleiner? Ah, Mann. Nicht nur euch. Glaubt ihr wahrlich, dass die euch eure mechanischen Augen verkaufen, niemals selbst einen Blick wagen? Kameras sind überall, sogar in uns. Eure Freuden, eure Sorgen und euer Leben, für die ist es ein bloßes Schauspiel. Wenn wirklich jemand zugucken würde, hätte ich schon die halbe Unterwelt der Stadt und die Konzerne am Arsch. Was, wenn sie dich ausnutzen, tun wissentlich ihre geheimen Pläne ausführen? Ja. Ja, das fände ich geil. Nice, die Wandig so. Wer sind die jeden unserer Schritte verfolgen? Natürlich die Unterhaltungstitanen in Alpha Centauri. Okay, ja gut, wenn du meinst, Digga, wenn du meinst. Hey, wie? So. Hey, was geht? Ja, Mann, stimmt ja, mein Name ist... Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Aha. Okay, okay. Viel Spaß euch. Jessica wird sterben, wenn sie das sieht. Hm. Das ist echt Max Nova. Ich dreh ab. Was? Max Nova? Ist gar nicht so schlecht. Hier sollen die mit Ohren zuhören und die mit Augen sehen. Max Nova? Okay. Wer auch immer ich da getroffen habe. Erde an wie? Das ist nichts Interessantes. Oh, es geht. Kitty mit Gun. Alles klar. Das solltest du eventuell nicht machen. Ja, ich streichle mal Kätzli. Bist du hässlich. Digga,
komm, Junge, das... Hey, ich weiß, dass du Essen dabei hast. Gib mir was. Okay, warte, ich kann mit dir reden. Es wird besser werden. Okay. Das nenne ich meine Hackfresse. Boah, Alter, ich packe jetzt ja meine Knarre aus und schieß die über den Haufen, du kleiner Pisser, Mann. Malone vernachlässigt seine Deckung. Vicky, fit wie ein Turnschuh. Was geht? Was? Ripper Dog. Obwohl weit verbreitet ist die Installation von Cyberware immer noch ein gefährlicher, invasiver Eingriff. Also, der nur von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ripper Dogs in Night City verarbeiten diverse Ripper Dogs, die jeweils eine unterschiedliche Palette an Cyberware Upgrades anbieten. Wähle ein gewünschtes kybernetisches Upgrade aus der Liste und dann viel Spaß mit deinen neuen Fähigkeiten. Oh, das tönt aber ganz geil. Alter Ripper, schön dich zu sehen. Oh, schön dich zu sehen. Ist eine Weile her. Also, was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von einer Kundin verlinkt und cooles Handling eingefangen. Migräne, Übelkeit, Überempfindlichkeit gegen Licht. Das ganze Paket. Okay, Kleiner. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Ja, gut. Hab einen neuen Fixer getroffen. Hat mir einen Job gegeben. Dexter Deshawn. Echte Größe aus dem Afterlife. Aus dir wird langsam was. Okay. Aber gibt's was, das du mir nicht erzählst, Vic? Sei vorsichtig, sonst nichts. Hab einiges von Dex gehört. Ist wohl nicht so gechillt, wie er sich gern gibt. Okay. Dann upgrade mich. Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dexter Deshawn. Einen von der Oberliga. Ich brauche richtig gute Tech. Der Dexter Deshawn. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten. Bezahlt hat er noch nicht. Ja, das habe ich leider nicht für dich. Hör auf zu flennen, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Yeah. Setz dich hin und entspann dich. Okay. Easy. Wirkt sicher cool. Ja, was machen wir? Ein Schmetterlingstattoo auf dem Bein, oder was? Und passend für das, was du suchst. Okay. Ah. Kiroshi? Vic, das ist das Beste, was man finden kann. Klingt für mich, als wär's genau das Richtige. Ich habe versprochen, dich zu bezahlen, aber das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst. Mit den Eddies. Ja. Du schaust dich um und wählst aus. Ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Alles klar. Kybernetische Implantate sind mechanische Ersatzteile für organische Körperteile. Sie verleihen dir mitunter übermenschliche Fähigkeiten, die deine Kampffertigkeit verbessern und dir dabei helfen können, Gefahrensituationen lebend zu überstehen. Obwohl die Installation von Cyberware im Jahr 277 weit verbreitet ist, handelt es sich dabei immer noch einen gefährlichen invasiven Eingriff.
der nur von qualifizierten Spezialisten zuverlässig durchgeführt werden kann. Ripper Dogs. Okidok. So. Setzen da so. Das RAM Upgrade. Regeneration. Okay. Speicherpunkt. Wieder. Okay. Ja, das werde ich alles später noch verstehen. Und jetzt ein anderer, oder was? Oh nein. Okay. So. Meine Items. Hallo? Also. Das da. Dieses optische Cyberware von Kiroshi bietet eine extrem beliebte Reihe von elektroneuralen Verbesserungen mit Scan-Funktion für die Umgebung des Benutzers. Oh, cool. So. Dann Kreislaufsystem, Immunsystem, Nervensystem, Integumentsystem. Okay. Verfügbar 4. Ja, was? Gorilla-Arme, ja. What the fuck? Aha. Richtet Bonusschaden an, ladet sich auf und so, okay. Aha. Geil, geil. Heftig. Mantisklingen. Oh, bös. Krass, Alter. Okay. Ja, schön. Schade, dass ich das alles noch nicht kaufen kann. Muss ich alles noch ein bisschen länger spielen da. He? Monodraht. What the fuck ist denn das? Der Monodraht lädt sich auf, wenn er ausgerüstet ist, aber gerade nicht im Kampf benutzt wird. Angriffe mit aufgeladenem Draht richten Bonusschaden abhängig von der Aufladung. Okay, die Aufladung und der Bonusschaden sinken mit jedem Angriff. Verursacht physischen Schaden, verursacht hohen konzentrierten Schaden und kann mit einem schnellen Angriff einen Gegner verstümmeln. Oh, das klingt schön. Ein peitschenartiger Monophildraht mit einer scharfen Schneide, die nur ein Molekül breit ist. Oh! Das ist ja fett. Alter, das zerteilt also gerade deine Molekül, Mann. Das zerteilt die im Atombereich. Bös. Also ich weiß zwar nicht, ob das dann wirklich noch... Ja doch, das wird wahrscheinlich auch extrem wehtun. Also, ja, ja. Schön, schön. Hat noch coole Sachen da. So, also Hände. Was macht denn das? Ballistischer Koprozessor. Okay. Aha, Querschläge mit Powerwaffe verbindet die optische Implantat vom Benutzer direkt mit dem Waffensystem, wodurch Daten in Echtzeit verfolgt werden können. Okay. Whatever. Nehmen wir. Dankeschön. Oh, was hat's denn da so zum Beispiel bei den Beinen? Doppelsprung. Cool. Nice, nice. Bindegewebe, das die Beinmuskulatur unterstützt.
Mit Plastikfasern verstärkte Fußgelenke und Gelenkkapseln mit Nanogel. Oh, okay. Halte X gedrückt, um die Sprungkraft zu laden und lass dann los, um zu springen. Oh cool, kann man nachher so superheldenmäßig rumjumpen. Nice. Geiler Shit. Ah, okidok. Mark I, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeigt Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Hä? Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber Aha. denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Aha. Das sollte gehen. Reagiert Interessiert auch mich auf nicht. Geräusche. Ich bin wie. Was ist wegen Bin bereit. Hiroshima? Leg los. Ja, voll tragisch, was da Perfekt. passiert ist. Dann Ich los. weiß. Was machen wir jetzt? Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Bre, das sieht irgendwie so aus wie so eine Maschine von Genau Saw. so. Oder... Danke. Jetzt noch ein Anästhetikum, dann wird geschnitten. Ja. Spürst du was? Live-Kommentar? Ernsthaft, Doc. Klingst wie ein Zahnarzt. Wir können auch nicht das Maul halten. Sei lieber nett. Denk dran, ich bin alt und meine Hände zittern. Könnte abrutschen. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Okay. Dunkel. Was tust du? Ey, was ist das? Ey, tu das nicht. Ey, hör auf. Ich fühle mich schmutzig. Okay, Tess. Lass das Licht aus. Ich will Jetzt wird's nichts sehen. Hör auf, ich will es Linker, nicht linker. sehen. Scheiße. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Ich will nur noch unter die Dusche. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Besser denn je. Wow, das ist fantastisch, Vic. Sehr schön. Zeit für... Schon wieder vorlassen. Ach, come on. Ich habe keine Lust. Wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen, zum Beispiel darüber, wie stark ein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du eine Liste an Quick Hacks, die du gegen deine Gegner einsetzen kannst. Okay. Scanner. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut, damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Aha. Zugriff auf eine Datenbank, bla bla bla, Kopfgeld, bla bla bla, Gefahndete, Scanner, Tod, gesucht, überlassen, welche Methoden du dir das Kopfgeld sichern willst. Ja, Tod halt. So. Das sollte wunderbar klappen. Sieht cool aus. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Okay. So, was für ein Virus? Was ist mit dem Neurovirus? Vom letzten Job. Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Achso. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Cool. Das Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ha, ich bin sprachlos.
Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde. Hä? Und das ist? Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Okay. Dankeschön. Beste und so. Danke nochmal, Vic. Wow. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Dann los, Kleiner. Zeig ihnen, was du kannst. Yeah. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Niemand. Danke, Brudi. Geiles Sieg. Ah ja, mach ich. Alles gut, er hat nicht mit mir geredet, nicht mehr. So. Ja. So, sonst noch irgendwas. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Okidok. Pandemonium! Welches Leben existiert? Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Ja, voll. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor Max-Tech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Hör mal auf, Laberger. Klare Anweisung, oder? Ich soll niemanden umbringen, habe ich verstanden. Juckt mich nicht groß. Aha. Okay. Hast du Stimmen gehört? Was haben die gesagt? Sie kannte nicht die Sprache der Sterblichen. Sie heulten, schrien qualvoll, auf ewig entrissen ihrer Erdengestalt. Unter ihnen war eine Frau mit einer Stimme aus Eis, Königin Lilith. Sie war ruhig, doch auf Kosten ihrer Menschlichkeit. Ihr fragt, wer öffnet diese unheiligen Tore des Abgrunds? Eigentlich nicht. Und ich antworte euch, die Technonekromanten von Alpha Centauri. Ich kenne dich, du kommst oft hier lang. Du hast die Wahrheit erkannt, das sehe ich in deinen Augen. Lässt du mir eine kleine Spende, damit ich meine Mission fortsetzen kann? Komm da, friss, Alter. Friss $100, Mann. Friss und heb deine verdammte Kackfresse, Mann. Obwohl, nein, weißt du was, Alter? Ja, Mann, schrei weiter rum. Geh den Leuten auf den Sack. Ich komm wieder und bezahl dich wieder. Los, geh ihnen weiter auf den Sack. Du machst das gut. Ich bin stolz auf dich. Ja. Also. Hi. Ah, ich muss zu ihm über, ha? Dankeschön. Oh. Wer bist denn du, Rick Ross? Ein Vergnügen. Dexter DeShawn leibhaftig. Ah. Echt schweres Stil. Ja, er ist Dexter. Carlos. Ich habe eine Frage an dich. Ja, erzähl. Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen?
Tja. Du, was zählt ist, wie die Leute dich in Erinnerung Der behalten. Beste sein oder gar nicht sein, Dex. Koste es, was es wolle. Der Klassiker. Genau die richtige Antwort von einem Frischen. Hallo? Dankeschön. Okay, hör zu. Ich hab da was hallo. Großes. Riesig. Ich will nicht wissen, was du in deiner Hose hast, Spree. Aha, der Job, also. Du hast mir gerade Angst gemacht, Digga. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip, genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Mhm. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Nö. Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Nee, Bre. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und Ich will ja meinen. Eddies. Das habe ich hören. Schieß los. Wie ist der Plan? Hab dich jetzt schon Zwei lieb. Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig. Will mit einem vom Team plaudern. Aha. Ja, Kundin interessiert mich nicht. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Okay. Am echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor 2 Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ja. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis 3 Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen, und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Wer ist denn die? Wer ist die Primadonna? Konzernagentin, Dienstaufsicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Okay. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Okay. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Okay, Doc. Eins noch, Mr. V. Ja? Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen.
Raumreich draufgehen, Bruder. Raumreich draufgehen. Wir sehen uns. Peace. Okay. Macht ihren Namen in der Unterwelt von Night City, so werden sich dir völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Alles klar. Jaxter, hab mit Dex gesprochen. Hey, Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er weiß auf jeden Fall, wie er sein Business beschützt. Wir sollen ein paar Probleme ausbügeln. Vorarbeit. Bevor er uns einen großen Job gibt. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingon. Du klingst nicht begeistert. Was weißt du über Royce? Und der Typ ist besonders durchgeknallt. Royce schnüffelt Chrom wie Junkies Drogen. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tussen anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Hey, bist du noch dran, Mann? Ja, ich bin am Überlegen, aber... Ich werde erst mit Parker sprechen. Ausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend. All Foods Fabrik? Hasta luego. Hasta luego, Signore. Dass du da schneller gehst, oder was? Yeah. Huh, okay. Cool. Das haben wir herausgefunden, wie das funktioniert, ja? Ja. Komm her. So, einsteigen. Bam, 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 bam. Ja, jetzt mach doch mal... Ah, hoppla. Dann will doch heute, so. Ja, wow. Okay. Also gerade neben mir sollte irgendwas sein.
check's nicht ganz. Wo ist denn meine Hauptmission? Fuck. Nebenmission. Alles Nebenmissionen. Bezahle deine Schulden an Victoria. So viel Geld habe ich noch nicht. Ah, die Kundin. Okay. Sehe ich irgendwo die Uhrzeit? Ja, sorry. Weg da. Hier muss der Jay lang. Alter, das sieht ja fett aus da hinten, Mann. Geil. Kann das irgendwas? Hoppala. So, okay. Was ist los dort? Problem oder so? Yo. Hey. Geschlossen. Tut mir leid. Ja, aber... Hallo, Uhrzeit. Wo sehe ich dem Uhrzeit? Ah. Warten ist gerade nicht möglich, warum? Wie jetzt, warum? Wieso ist denn jetzt Warten nicht möglich? Ah, jetzt, okay. Also, das sind Stunden. Okay, okay. Machen wir da einfach mal schnell 2. Hey, Verschlute. Ja, Bitch. Wie wär's mit deinem heißen BT? Ne was? Braindance. Was habt ihr so? Was haben wir nicht? Traumfrauen und Männer. Ja. Synaptische A-Klasse. Hier gibt's keine ausgeleierten Virtu-Porno-Boy-Toys oder Gummipuppen. Unser Zeug ist Kunst. Das packt dein Herz und bläst dir die Sinne aus den Poren. Darf ich dich mitnehmen? Virtuelle Ekstase. Deshalb kommen die Leute her. Klingt ziemlich überzeugend. Das ist kein Werbespruch, sondern eine Warnung. Unsere Sachen sind maßgeschneidert. Nicht für Otto-Normalsynapsen. Denkst du, das verkraftest du? Scheiße, ja? Verdammt, das klingt gut. Ich bin dabei. Mhm. Ein paar Sachen noch vorab. Unerlaubtes Aufnehmen ist streng verboten. Keine Drogen, kein Grapschen. Gefällt dir jemand? Fass ihn nicht an. Wähle einen Katalog, bestelle einen BD und verzieh dich in die Kabine. Okay. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Das habe ich nicht gewusst. Dann geh rein. Viel Spaß, Input. Ja, vergesse. Willkommen im Lazies. Hallo. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Du hast coole Augen, Bre. Coole Augen, Mann. Oh, na, wo ist sie denn? Ja, eben.
Doch da, so. Moment, da liegt was. Hey. Hey. Willst du was trinken? Ja, komm, doch. Was habt ihr auf der Karte? Da auch irgendwie ein Bier oder so. Also dann Wodka. Ah, yes, eine, Dankeschön. Bestätigen. Super, gracias. So, Ich suche suche Evelyn. Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Ich bin Wii! Wolltest du Ich was bin sagen? Wie. Bin hier mit ihr verabredet. Ist mir ein Vergnügen, Wie. Ich bin Matteo. Aha, Hallo, Matteo. Ist ja schön. Und Evelyn? Der Club ist groß. Du wirst schon selbst nach ihr suchen müssen. Ist schon gut, Matteo. Ich habe ihn erwartet. Ah, hi. Skittle. Evelyn Parker. Ja, Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du's bist. okay. Bröstli. Nichts geht über Sanson. Aber woher weißt du das? Ich kenne gern die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht habe ich aber auch nur gut geraten. Okay. Reden wir über das Geschäftliche. Was dagegen, wenn wir über den Job reden? Hab gehört, du hast was für mich. Mhm. Aber nicht hier. Los, komm mit. Ja, Wir sind in der Lounge, war Matteo. klar, ne? Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Das kann ein geiles Stück wie ich für einen scharfen Kerl wie dich tun. Sag mir doch einfach die Ja, Wahrheit. dadurch. Sitzen. Hallo. Lapdance? Habe aber nicht allzu viel Geld, ja? So 300, 400 ist okay, 100 Dex hat brauche viel ich über noch. dich geredet. Du seist professionell, effektiv und vertrauenswürdig. Und ich habe Ich einen hoffe, er großen hat nicht zu viel Penis. versprochen. Ah, ich bin der beste Biatch. Ich mach meine Sache gut. Hab eine verlässliche Crew und noch nie einen Job vergeigt. Dir ist klar, dass ich von dir mehr erwarte, als Datenterminals an der nächsten Straßenecke auszukratzen, oder? Viel, viel mehr. Ich bin der Beste und weiß, was ich tue. Dex hat sich klar ausgedrückt. Der Job ist riskant. Habt ihr eigentlich lange zusammengearbeitet? Du und Dex? Schreibst du Dex Biografie? Tut mir leid, aber ich weiß kaum etwas. Mit anderen Worten, ihr kennt euch kaum. Und doch hat er dich angeheuert. Interessant. Ja, weil ich der Beste bin. Warum kommen wir nicht endlich zur Sache? Was hast du für mich? Dein Ziel. Ich nehme an, du kennst es? Relic. Ein Ja. sichere deine Seele Schmuckstück. Richtig gute Tech. Wir haben es mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Mhm. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer-Tech gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Ja. Er liegt gesichert im Konpeki Plaza, dem Hotel. Warst du da schon mal? Nö.
Fürchte, Wie? in das Viertel habe ich mich noch nie verlaufen. Schade. Das frische Essen dort ist sündhaft gut. Der Koch hat bestimmt einen Pakt mit dem Teufel. Also, Ach ja. Wo genau finden wir diesen Chip? In einer Suite im obersten Stock. Ach, so Dort wohnt Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Er ist in der Stadt? Liest du denn gar nicht? Die Medien haben sich darauf gestürzt, als Yori nach Night City kam. Es war in allen Schlagzeilen. Jedenfalls ist er der Erbe des Arasaka-Imperiums. Saburo Arasakas einziger überlebender Sohn. Und jetzt will Arasaka Junior in Night City die Macht an sich reißen, oder wie? Nur eine Handvoll Leute in Night City kennen Arasakas wahre Absichten. Und du gehörst dazu? Hör mal, wenn du jetzt noch Asse im Ärmel hast, solltest du sie langsam ziehen. Bekomm jetzt nicht gleich einen Ständer, mein Lieber. Aber Yorinobu hat sich den Chip aus Arasakas Labor geklaut, weil er einen Deal mit Netwatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Hast du mein Ass gefunden oder muss ich deine Nase reinhalten? Aha. Gut, also keine Arasaka-Sicherheit auf dem Chip, weil Yorinobu ihn geklaut hat. Und wo versteckt er ihn? Wahrscheinlich in einem Spezialbehälter, der eine organische Neuralumgebung imitiert. Von außen wird es wie ein ganz gewöhnlicher Koffer aussehen. Und der Koffer ist wo? Das wirst du bald selbst sehen. Natürlich erst, wenn du mit deiner Arasaka-Fragerunde durch bist. Okay, und was jetzt? Jetzt kommt das Beste. Folge mir. Hab Okay. was für euch. Sollte Yeah. beim Planen helfen. Braindance vom Konpeki Plaza. Was soll ich mit einem Braindance? Ich brauche Fakten, kein Fick. Denkst du wirklich, BDs sind nur dafür gut, sich auf virtuelle Titten einen runterzuholen? Ja. Nein. Oh. Sie können wirklich sehr nützlich sein. Um Details zu analysieren, die nicht mal verchromte Wahrnehmung schnallt. Das ist genau das, was du brauchst. Was ist auf dem Band? Yorinobu Suite. Und zwar von innen. Den Relic musst du selbst finden. Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen. Moment, hast du das etwa aufgezeichnet? Mhm. BD-Rec-Implantat. Was dagegen? Ja. Nein, nichts dagegen. Dann zeig mal diesen Braindance. Judy wird uns helfen. Auch eine Mox. Wir kennen uns schon ewig. Wie? Das ist wichtig. Ja. Judy war immer an meiner Seite. Hat immer geholfen. Ich vertraue ihr. Aber sie ist eine Mox und kein neues Mitglied deiner Crew. Vergiss das nicht. Also, sei ein Okay. braver Junge. Benimm dich. Und halt deine Zunge im Zaum. Ja, Entspann schon gut. dich. Glaubst oder nicht? Ich kann durchaus taktvoll sein. Ey! Fotze! Hey, da bist du ja. Ich meine, Das hallo. ist Wie. Er ist für den Ich BD bin der hier. Jay. Wie? Das ist Judy. Die beste Braindance-Editorin, die ich kenne. Ja, jetzt ist gut. Ich kotz gleich. Hey, Judy. Ja. Hab dein BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Wie muss tief rein? Das ist die Hauptsache. Na dann, passen wir ihn auf ihn an. Hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Solltest mal die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Ja, klingt witzig. Wir lassen wir also rein, damit er sich dort gründlich umsehen kann. Richtig? Na, wie? Wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Was meinst du mit ungefiltert? Wie unterscheidet dieser BD sich von normalen? Fabrikfertige BDs. Vorausgesetzt, sie sind von guter Qualität.
speisen dir Gefühle und Eindrücke, die du in der Realität nicht erleben könntest. Aber sie sind für die breite Masse. Hart kodiert, mit Beschränkungen und leichtem Umgang. Aber ein ungefilterter ist eher eine virtuelle Umgebung. Du bewegst dich frei, siehst mehr Details. Editoren suchen dort nach geileren Emotionen und Impulsen, die sie trimmen und zum Auspolstern nutzen. Gut, setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Okay. Ab in Porno. Q. Herr, wirkt das wehtun? Hallo? Oh, mir antwortet mir jemand auf die Frage. Warum? Zuerst muss ich dein Wahrnehmungsprofil erstellen. Okay, dann prophylaxier mich mal. Okay, leg los. So wie beim Zahnarzt. Aber sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht. Oh, der Mumu Okay. ist aufgegangen Sitz vor einer still. Zeit. Hoppla, Sieh mich das an. habe ich gar nicht Ich lass die gesehen. Analyse laufen. Sollte Ja, leicht schlafen gut, Brudi, schlafen gut. Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Ah ja? Muss ich dieses Kalibrierungsgedöns jedes Mal über mich ergehen lassen? Nicht unbedingt, aber das Warten lohnt sich. Gib mir noch 2 Minuten, dann siehst du, was eine BD-Analyse kann. Aha. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Äh, Okay, fertig. okay. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Okay. Okay, mal sehen. Wo könnten wir... Kann er nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Weil es sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich habe hier was, das perfekt sein soll. Jetzt kommt doch irgendein Scheiß, oder? Los geht's. Ich gebe dir erst die zugeschnittene Version, damit du dich orientieren kannst. Dann geht's in den Editiermodus. Absprung in 3, 2, 1. Hä? Jetzt machen wir dann bald mal Ende da, ja? Rande, rampante. Rande, bande, bande, randele. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay. Okay, jetzt ab mit dir. Alle runter! Los, runter! Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geld her! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Wow! Ja, du! Ich! Jetzt! Ehe ich dir deine scheiß Birne wegpuste! Was war denn das? Ist er da am Schluss verschossen oder what? Rande Bande, Rande Mande. Come on, laden snelle! Laden snelle! Snelle! Aha. Dieser Schock, ich spüre ihn immer noch. Hättest mich ruhig vorwarnen können, dass Sterben so wehtut. Scheiße! Dieser letzte Augenblick. Glaub mir, echtes Sterben tut noch viel mehr weh.
Bin ich mir nicht so sicher. Dir geht's gleich besser. Alles ist bereit. Ich wechsle in den Editiermodus. Okay. Nimmt mir Wunder, was jetzt kommt, man. Muss man sicher irgendwie dem sein Gefühl da einsammeln, oder? Ja, jo, du. Unterbreche die Verbindung zu den Gefühlsdaten des BD-Machers. Sieh dich gerne um. Die Szene gehört dir. Volle Kamerakontrolle in Analysemodus. Beweg dich, zoome, tu, was immer dir einfällt. Stell dir einfach deine eigene kleine Sandbox vor. Okay, Analysemodus. Du steuerst das Playback und kannst bei Bedarf pausieren. Ruf die Konsole auf, um die Pause zu beenden. Versuch es. Okay. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Genial, oder? Und das ist noch nicht alles. Okay. Du kannst auch vor- und zurückspulen, wie du willst. Probier's mal. Spul zurück, ganz bis zum Anfang. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks. Okay. Du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier. Im Analysemodus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und sogar scannen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scann sie. Okay. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Genau hier. So, okay. Also, die Aufnahmeliste zeigt fette Abschnitte, einen Hinweis an, den du scannen kannst. Der Hinweis wird in dem Abschnitt hervorgehoben, solange der Editor auf der richtigen Ebene eingestellt ist. Die Hinweise können überlappen. Die Stelle, an der es sich auf der Liste überlappen, ist besonders hell. Hinweis verschwindet von der Liste, nachdem du sie gescannt hast. Okay. So, Editiermodus. Sehr gut, ausgezeichnet. Machen wir weiter. Jetzt aufgepasst. Im Analysemodus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Soundebene im Editor. Na los, versuch's mal. Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Such dir eine aus und stell sie scharf. Okay, fahr jetzt ab mit dir. Kleine Zeisser. Die Ware sortieren, ich übernehme die Kasse. Lutz mir doch den Zwanz, Alter. Und? Was sagst du? Unglaublich. Cool. Ernsthaft. Als wäre ich mitten im Geschehen. So funktionieren BD-Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles, alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Ja. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. Ja, okay.
Dankeschön. Ja. Eine Schale sortieren. Ich übernehme die Kasse und 2 Server. Nutz mir doch den 20, Alter. 2 Geschmacksrichtungen im Angebot heute. Curry und Alle runter! Los, runter! Ab! Manchmal kannst du Extraebenen im Rohmaterial analysieren. Aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve's Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensor. Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Ha, nicht schlecht. Warten wir, bis der Typ den Schwachkopf am Tresen umpustet. Okay. Den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Hier. Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. Versuch sie zu scannen. Also gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiegt wird. Hm. Los, sonst mache ich dich fertig. Ich schwör's. Wow, Berno, jetzt! Ehe ich dir deine scheiß Birne wegpuste! Siehst du? Er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Oh. Aber du wirst es. Los geht's. Jetzt kommt das Beste. Da. Siehst du das Flimmerding überm Eingang? Überwachungskamera. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Kamera ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo er im Sichtfeld des Jungen ist. Jetzt scanne ihn. Okay. Das ist interessant. Sein Chumba hat ihn erschossen. Bestimmt hatte er das von Anfang an geplant. Auf dem Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so ein BD bekommen. Hardcore-BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Okay. Ich will nochmal sterben sehen. Bam! Böse, Alter. So, okay, machen wir es. Ja, geil, geil. Ja, ist chillig, Mann. Wirklich. Macht irgendwie fett Spaß. Ich habe noch ein bisschen Angst, dass wir das oft machen müssen. Come on, laden Snelle. Noch ein bisschen Snelle. Dankeschön. Wow, cool. Beeindruckend, oder? Ja. Ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Ja. Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ als... Nee, das war's für mich. Wie? Dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt. Wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Judy, T-Bug ist ein Profi. Verschwiegen wie ein Grab. Du kannst dir vertrauen. Warum? Weil du sagst? Jody, bitte. Ja gut, schon. Ich würde dich nie in Gefahr bringen. Hat sie Das schon weißt recht. du. Kennen uns ja nicht. Okay, wie? Ruf T-Bug an und wir springen rein. Okay. Hey, wie? Was gibt's? Bug, hör zu. Ich habe was Nützliches aus dem Konpeki Plaza. Einen Braindance. Konpeki?
Hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Unwichtig, T-Bug. Konzentrier dich. Ich brauche dich. Hab keinen Schimmer, worauf ich drinnen achten muss. Ich sehe mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tag. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Der ist sicher. Gut, ich gehe rein. Meine Anfrage sollte bei dir sein, genau jetzt. Hab's. Ja, okay. Bist du soweit? Sekunde. Okay, Verbindung bestätigt. Jetzt nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball. Gib Saft, Jody. Okili dokili. Ja, Augen auf. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. Dich kann man bestimmt gut ficken, oder? Evelyn, ich hab ihre Angst gespürt. Sie hat sich aber schnell zusammengerissen. Also, Editiermodus. Aha. Ah. Scheiße, die Kameras sind neueste Tech. Bewegungs- und Wärmesensoren, FFE. Aber für dich kein Problem, oder? Natürlich nicht. Ich brauche nur Zugang zu ihrem Subnet. Okay. Aber irgendwo da müsste doch noch eine sein, oder? Ah. Die Sicherheitsfirmware ist gut, aber ein paar aufgeregte Vögelchen haben in dem Forum gezwitschert, dass durch dieses Sieb eine Menge Körner rieseln würden. Ich generiere ein paar Schlüssel und fälsche die Signaturen. Okay. Gut. Dich kann man bestimmt gut ficken, oder? Netter Typ. Ich sagte, nein. Dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Oh, also. Ja gut, dann machen wir da mal Ebene wechseln. Aber mach es dir bequem. Ich brauche nur noch einen... Hör bei dem Gespräch zu, wie. Das könnte wichtig sein. Okay. Minute. Das werden wir schon sehen. Hallo? Ah, so. Ups. Ich höre was summen. Belüftung und Kühlung müssen Server sein. Für die Steuerung all der schicken Spielerei. Mein Vater ist ein müder, alter Kreis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, die mit... Mein Vater ist ein müder, alter Kreis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Saburo ist ein verwirrter Despot, der ihren Sinn für Realität verloren hat. Und
gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Hast du das gehört? Die Relic-Docks müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Also jetzt spulen wir erstmal wieder weit zurück, ja? Ja, da hier nämlich. Was hat's denn da noch? Oh. Aber irgendwo müsste doch noch irgendwas rennen. Ah. So. Aber das ist nicht gewesen. Okay. Sondern... Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber Mach es dir bequem. Ich brauche nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern. Mein Vater ist ein müder, alter Kreis ohne Vision. Er... PDA, wo ist denn das? Was da? Wo ist denn das? Ah, da. Aber, hä? Nein? Ah, das gehört zu ihm, ja, zum Telefon. Wieso kann das du da nicht scannen? Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Reden in Ihnen Bitte. Müsste doch das sein, oder? Das ist doch das PDA. Habe ich sonst irgendetwas übersehen? Kein Plan, Alter. Sie mit Ihrem Vater. Ah, Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, Mein die mit... Vater ist ein müder, alter Kreis ohne Vision. Er denkt, dass ich nichts ändern die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Das reicht.
Aber irgendwo müsste es doch nochmal das Sound. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr listig sein. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Du wirkst... Angespannt, nervös. Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du willst du mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlafzimmer, Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Sehr schön. Aber jetzt kommen wir her. Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen. Geladen und gesichert. Gut zu wissen. Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Aha. Der ist in einem speziellen Container mit Temperaturregelung. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Froster bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbewahrt. Moment. Jetzt gibt's da noch etwas. Da. Ja, aber... Wieso kann ich jetzt... Wieso scannt das nicht? Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlafzimmer, Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Ambiente. Gut, das wird dir gefallen. Ah, okay. Also, jetzt müsst ihr ihn da irgendwo... Ah. Klimaanlage. Standardmodell für Hotels diesen Kalibers. Temperatur stimmt mit der in den Dokumenten überein. Aber hier wird er nicht sein. Temperaturschwankungen wären zu riskant. Okidok. Ja, ist ja gut. Aha. Warikome, das habe ich vermisst. Dich. Ich weiß. Okay. Jan, helft ihm mit Schrittmammerchen. Ich lasse dein Abfall. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber ich ist mir bequem. Ich brauche nur noch eine Minute. Das Programm ist... Donnerhy. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt.
Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. Noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir... Da hinten. Okay, habt ihr Wärmesignatur. Stimmt mit den Daten in den Unterlagen überein. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm, wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Verlass den Editor. Und Sie? Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt... Da hat's auch noch etwas zum Scannen. Nur ein Edelkühlschrank. Okay. Das Nacht gejocht zu sie. Nach Marine wissen die. Ich habe echt keine Ahnung, wo das könnte sein. Ah. Bitte. Weißt du was, ich habe mir drauf geschissen. So. Passt schon. Ich hab Bock, das ewig zu machen da. Hast du alles? Hab genug, ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Bug. Gute Arbeit heute. Oh, okay. Wir hören uns bald. Hallo, hallo. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Okay. Das habe ich verpasst. Hi. Behalt ihn. Ich schreibe ihn bei F an. Dankeschön. Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nicht so Okay. ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Passt schon. Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, Risiko? wandelnde Leichen. Also. Beruhige dich. Ich habe alles im Griff. Wenn du das verkackst und die an meine Tür klopfen. Jody, ganz ruhig. Das wird nicht passieren. Alles Evelyn, gut. bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Sicher doch. Denk dran, wir sprechen uns bald. Okay. Easy. Oh, hopp. Wie? Oh. Eine Sekunde. Ja, okay. Dann, Wir müssen los. Ja. Kann ich da speichern? Jawohl. Ah. Easy. So, gut. Dann machen wir da mal zurück zum Hauptmenü. Ja, ich habe ja gespeichert. Dankeschön. So, ja, wir haben jetzt auch schon wieder 12 ab 12. Würde ich sagen, für heute ist genug. Ich habe Bock drauf. Morgen machen wir weiter.
Leute, danke vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt auch so Bock drauf. Und bis zum nächsten Mal. Euer Green Jay. Peace!